Krokodilopolis. Krokodilopolis, lustiger Name, oder? So heisst die Geschichte, die ich dir jetzt parat habe. Hoi, ich bin Anna Zöllig. Wir hören von der Pippa. Sie würde gerne mit den Nachbarsbuben im Park shooten, aber die sind total fies und lassen sie einfach nicht mitspielen. Zum Glück taucht da der Justus auf. Am Stadtrand, dort wo die Häuser immer höher werden und Hunderte von Fenstern haben, liegt ein kleiner Park. Es ist kein besonders schöner Park. Eigentlich ist es sogar ein besonders schäbiger Park. Zwar wachsen hinter einem niederen Parkmürli ein paar Bäume und es hat auch eine kleine Matte. Aber die Bäume sind dünn wie Zündhölzli und wenn es windet, muss man fast Angst haben, die Äste brechen in der Mitte abeinander. Weil nie jemand dieser Matte Wasser gibt, sieht sie das ganze Jahr durch braun aus, sogar im Frühling. In der Mitte des Parks hat es einen kleinen See. Eigentlich ist es mehr ein Tümpel als ein See. Das Wasser ist dreckig und braun und auf dem Grund wachsen dicke grüne Algen. Am Ufer liegen ein paar leere Büchse und weil sie schon seit Jahren dort liegen, sind sie ganz rostig. Nein, es ist wirklich kein anmächeliger Park. Und wegen dem geht auch nie jemand dort spazieren. Nur manchmal am Abend kommen ein paar Buben shooten. Buben, die in diesen hohen Häusern mit diesen vielen Fenstern wohnen. Diesen Buben ist es nämlich gleich, ob die Matte braun ist oder grün. Und auch der Tümpel interessiert sie nicht. Die Hauptsache ist, sie können shooten und Goal schiessen. Wenn die Buben shooten, ist meistens auch ein kleines Mädchen in der Nähe. Das Mädchen heisst Philippa, aber alle, die sie kennen, sagen ihr Pippa. Die Pippa würde auch gerne mit den Buben Fußball spielen. Ja, eigentlich wäre es sogar ihr grösster Wunsch, mit den Buben zu shooten. Aber weil sie klein ist und weil sie ein Mädchen ist, darf sie nur zuschauen. Einmal an einem warmen Sommerabend nimmt Pippa ihren ganzen Mut zusammen. «Bruno, lass mich doch auch einmal mitmachen», bettelt sie. «Gang heim, Pippa», ruft der dicke Bruno. «Du bist uns nur im Weg.» «Spiel doch mit deinem Baby», spöttelt der kleine Bub, der kaum grösser ist als die Pippa. Der Pippa steht Tränen zuvorderst. «Die sind gemein», ruft sie und rennt davon. Beim Tümpel stolpert sie auch noch über eine von diesen rostigen Büchsen und geht fast ins Wasser. «Alle sind gemein zu mir», seufzt sie. «Wieso lobt mich nie jemand mitspielen?» Zwei dicke Tränen rollen über ihre Backen und landen im Tümpel. Auf der Wasseroberfläche gibt es zwei kleine Kreise. Hat sich da nicht etwas bewegt im Wasser? Ja, nein. Also Fisch gibt es sicher keine in diesem grusigen Tümpel. «Halloli!» Da hat doch jemand etwas gesagt. Pippa spitzt die Ohren. «Halloli, junge Dame!» Pippa dreht sich um, aber hinter ihr shooten die Buben immer noch. «Hallo, junge Dame!» Nein, die Stimme kommt nicht von hinten und nicht von vorne. Aufgeregt schaut Pippa umeinander. «Da? Sind das nicht zwei Nasenlöcher? Und dort blinzeln doch ein paar Augen aus dem braunen Wasser. Nein, das ist doch...» Pippa kann es kaum glauben, aber einen halben Meter von ihr weg schwimmt ein kleines, grasgrünes Krokodil. «Halloli», sagt das Krokodil noch einmal. «Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Justus. Justus, das grasgrüne Krokodil.» «Wie
Wieso tröpfeln deine Tränen in mein Tümpel, junge Dame? Hast Sorgen? Vielleicht kann ich dir helfen. Wie kommst denn du da rein? Fragt Pippa ein bisschen misstrauisch. Jetzt sag nur nicht, du seist ein verzauberter Prinz. An so einem Märchen-Gugus glaube ich nämlich schon lange nicht mehr. Nein, meine junge Dame, ich bin kein verwunschener Prinz. Der Justus grinst und zeigt 2 Reihen kleine spitzige Zähne. Wenn du mich anschaust, siehst du auch, dass ich kein Frosch bin. Wie gesagt, ich bin ein Krokodil. Und wenn ich da reingekommen bin, erzähle ich dir gern. Siehst du den Dickbub dort hinten? Ja, das ist der Bruno, sagt Pippa schnell. Genau, redet das Krokodil weiter. Genau. Und dem Bruno, sein Vater, hat als junger Mann einmal eine Reise nach Südamerika gemacht und mich von dort mitgenommen. Als Souvenir, weisst. Zuerst habe ich im Lavabo gewohnt, aber dort ist es mir schon gleich zu eng geworden und ich bin in die Badewanne gezügelt. Ja, und dann an einem Tag hat er mich gar nicht wollen und hat mich in den Tümpel hineingeworfen. Pippa weiss nicht recht, ob sie die Geschichte glauben soll. Ja, einfach so. Blut hat er mich hier hineingeworfen. Nicht einmal ein Znünifisch hat er mir mitgegeben. Und der Justus, das grasgrüne Krokodil, hat ganz traurig reingeschaut. Aber nicht lang. Weisst, junge Dame, sagt er und lässt seine kleinen weißen Zähne blitzen. Weisst, ich habe trotz allem eine persönliche Perspektive. Der Justus holt tief Luft und sperrt das Maul so weit auf, wie es nur irgendwie geht. Weisst, ich will nach Krokodilopolis. Du? Was ist das, eine persönliche Perspektive? Will Pippa wissen. Und wo ist Krokodilopolis? Pippa ist auf einmal ganz gewungrig. Der Justus bleibt langsam seine Nasenlöcher auf und schaut wahnsinnig wichtig rein. Perspektive? Das ist so eine Art Licht, wo man am Horizont von seinem Leben sieht. Ein Traum, der vielleicht einmal wahr wird. Und wenn du noch willst wissen, wo Krokodilopolis ist, dann sage ich dir das auch gern. Krokodilopolis ist eine Stadt am Nil. In Krokodilopolis wohnen nur Krokodile. Viele tausende glückliche Krokodile. Tönt ja gut, unterbricht Pippa den Justus. Aber hast du nicht gesagt, du willst mir helfen? Ich will nämlich nicht auf Krokodilopolis reisen. Ich will einfach nur mit den Buben shooten. Das heisst eigentlich... Und jetzt wird der Pippa ihre Stimme ganz leise. Eigentlich will ich später einmal Profifußballerin werden. Weisst du, eine ganz berühmte. Siehst, sagt der Justus, das ist jetzt eben eine Perspektive. Aber jetzt lass mich noch überlegen, wie ich dir helfen könnte. Und? Pippa schaut das Krokodil erwartungsvoll an. Der Justus macht seine Krokodilsäugle halb zu und sperrt das Maul auf. Also, das erste Mal hast du Glück, junge Dame, dass du mich getroffen hast. Aha. Ja, und warum? Fragt Pippa ungläubig. Ab und zu ist es gut,
wenn man sich von jemandem helfen lässt, sagt das Krokodil wichtig. Von jemandem, der die Übersicht über alles hat. Und in deinem Fall bin das ich. Ja, und wie willst du mir helfen? Pippa wird ganz ungeduldig. Das muss ich mir zuerst genau überlegen, junge Dame. Du hast ein gewichtiges Problem. Und gewichtige Probleme kann man nicht einfach so schnell lösen. Nicht einmal so ein gescheites Krokodil wie ich kann das. Der Justus gibt sich jetzt alle Mühe, bescheiden reinzuschauen. Blöffer, denkt Pippa. Ich schlaf einmal drüber, sagt der Justus und gähnt. Komm morgen wieder vorbei, dann schauen wir weiter, junge Dame. Die Pippa ist enttäuscht. Und sonst fällt ihr nichts ein. Sind Pyramiden an einem Tag gebaut worden? Fragt der Justus ein bisschen giftig. Vielleicht denkst du mal über das noch, junge Dame. Er ist ein bisschen beleidigt, dreht sich einmal um seinen Schwanz und taucht ab ins trübe Wasser vom kleinen Tümpel. Ist ja schon gut. Ist schon klar, mir kann niemand helfen. Pippa möchte am liebsten brüllen. Sie dreht sich um und läuft langsam davon. Da sieht sie unter einem Strauch einen alten Tennisball. Mit dem rechten Fuß holt sie den Ball führen. Wenn jetzt der Baum dort trifft, kommt alles gut, denkt sie. Pippa legt den Ball in die Mitte vom Weg. Gerade wo sie Anlauf nehmen will, haut er ihn jemand mit voller Kraft auf die Schulter. «So, Kleine, hast du einen Barbie-Ball gefunden?» Hinter ihr steht der dicke Bruno. «Lass mich in Ruhe!» ruft Pippa und rennt wütig davon. Noch lang hört sie den Bruno lachen. «Barbie-Bälle, ha, 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 Barbie-Bälle, ha, ha, ha.» «Wenn du wüsstest», denkt Pippa, «ich habe ein Krokodil zum Freund. Und das Krokodil, das hilft mir. Jawohl. Und überhaupt, weisst du eigentlich, wo Krokodilopolis liegt? Hä? Sicher nicht. Ich schon.» Als Pippa daheim bei den Hochhäusern ankommt, ist die Sonne schon fast untergegangen. «Was hast du so lange gemacht?» will die Mutter wissen. Im Fernsehen läuft eine Quiz-Sendung. «Nichts», sagt Pippa trotzig und verschwindet im Kinderzimmer. Auf einen Zettel schreibt sie mit grossen Buchstaben «Krokodilopolis». Und dann legt sie den Zettel um das Kopfkissen. Am nächsten Nachmittag hat Pippa frei. Nach dem Mittagessen packt sie ihre Jacke und rennt so schnell sich an in den Park. Von weitem sieht sie einen grossen gelben Bagger beim Tümpel stehen. Als sie näher kommt, verschreckt sie. Dort, wo das Wasser war, hat es nur noch Dreck. «Oh nein! Sie haben den Tümpel zugeschüttet!» Der Pippa wird auf einmal ganz heiß. «Justus! Um Himmels Willen! Wo ist der Justus? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Justus! Justus!» ruft Pippa immer wieder. Keine Antwort. Mit einem langen Stecken stochert Pippa verzweifelt im Dreck vom Tümpel umeinander. Oh, wenn er nur nicht versteckt ist. Wie lange kann echt so ein Krokodil ohne Luft auskommen? Einst traf ich eine Krokodildame, die hatte Haut wie grüne Sahne. Suchst nach Maulwürf, junge Dame. «Oh, Justus!» ruft Pippa erleichtert. «Halt zum Glück! Ich habe schon gedacht, ein echter Wüstenkaktus verdirbt nicht.
sagt man bei uns am Nil. Der Justus kriecht aus dem Busch raus. Als die Bagger gekommen sind, bin ich schnell in den nächsten Busch geflüchtet und von dort aus musste ich zuschauen, wie sie meine Wohnung zugeschüttet haben. Unschön ist das, wirklich sehr unschön. «Weisst was, Justus?» sagt Pippa und strahlt über das ganze Gesicht. «Als ich gestern heimgelaufen bin, hatte ich eine Idee. Das ist ja hoch interessant, junge Dame. Ich hatte nämlich gestern auch eine Idee. Und dann bricht sie Justus. Er macht langsam die Nasenlöcher auf und zu. Als ich dich gestern mit dem dicken Bruno gesehen habe, ist mir plötzlich etwas klar geworden. So hell und klar wie die Sonne über dem Nil. Der Justus steckt den Hals. Du musst lernen schutten. Richtig lernen schutten. Du brauchst ein richtiges Fußballtraining. Bei uns am Nil sagt man, zuerst zuschnappen und dann verhandeln. Wenn du richtig kannst schutten, kann dir auch der dick Bruno nichts mehr machen. Das ist die Lösung von deinem Problem. Ja? Fragt Pippa unsicher. Und wer soll mir das beibringen? Kommt Zeit, kommt Rat, junge Dame. Was so viel heisst wie die Pyramide. Ich weiss, unterbricht Pippa hässig. Die Pyramiden sind auch nicht an einem Tag gebaut worden. Du hast Glück, junge Dame, dass du mich kennst, blöfft der Justus. Und wie es der Zufall will, ist meine Wohnsituation im Moment ein bisschen instabil. Ein bisschen was? Will Pippa wissen. Ich habe keine Wohnung mehr, junge Dame. Das will ich mit dem sagen. Und wegen dem komme ich jetzt in deinem Garten wohnen. Und in deinem Garten überlege ich mir dann, wer dich könnte trainieren. Wir haben keinen Garten, sagt Pippa enttäuscht. Du kannst nicht mit mir heimkommen, Justus. Wir dürfen keine Haustiere haben. Das ist ungünstig. Ungünstig für mich, junge Dame. Was machen wir jetzt? Auch der Justus ist jetzt rotlos. Oh, ich weiss, was wir machen, ruft Pippa. Wir gehen auf Krokodilopolis. Dort hat sicher jemand, der mir zeigt, wie man Goal schiesst. Pippa tanzt aufgeregt von einem Bein aufs andere. Tönt nicht schlecht, brummelte Justus. Aber etwas stört mich ein bisschen an dieser Geschichte. Ja, was denn? Fragt Pippa. Die Idee, die du hast, junge Dame, die Idee ist eigentlich von mir. Das gefällt mir nicht. Und noch etwas. Der Weg auf Krokodilopolis ist sehr weit und sehr anstrengend. Ich kann gut laufen, ruft Pippa. Ich bin schon ganz weit gelaufen. Sie packte Justus ungeduldig am Hals. Los, gehen wir! Justus ist nicht so wohl bei dieser Sache. Ich weiss nicht recht, murmelt er leislich. Wir gehen auf Krokodilopolis, lacht Pippa über das ganze Gesicht. Junge Dame, du willst jetzt also auf Krokodilopolis. Eigentlich gefällt mir die Idee. Schliesslich ist es ja meine.
Aber etwas gefällt mir doch nicht. Was? Will Pippa wissen. Ich habe dir doch gesagt, ich kann gut laufen und ich habe auch ein bisschen Geld. Das gehe ich jetzt gleich holen. Wart, sagt der Justus. Wart, junge Dame. Und er quackelt langsam auf Pippa zu. Siehst du die Beine? Er zeigt mit der Schnauze auf seine kleinen, krummen Beine. Die Beine sind eigentlich nicht zum Laufen gemacht. In Krokodilopolis müssen Krokodil nämlich nicht laufen. Krokodil sind dort hoch geschätzte Tiere und werden in sanften umgedreht. Drum kann ich unmöglich zu Fuß dorthin. Das verstehst doch, junge Dame. Ich würde dort ausgelacht, wenn ich zu Fuß käme. Und wenn man uns auslacht, dann ist es genau wie bei mir, sagt Pippa schnell. Genau, sagt der Justus und schnaubt gefürchtig durch seine Nasenlöcher. Oh, ich habe eine Idee, ruft Pippa. Bleib da, ich bin gerade wieder zurück. Der Justus ist gerade fast in der Sonne eingeschlafen, wo ihn ein lautes Scheppern weckt. Hey Justus, verwache! Schau, was ich gefunden habe. Das steht schon lange bei uns vor dem Haus. Da kannst du jetzt reinsitzen. Ist gut? Pippa schiebt ein leeres Einkaufswägeli über einen holprigen Weg und ist ganz stolz. Das ist aber kein Sanfte, murrt der Justus. Wart, ich hilf dir. Pippa packt den Justus an den Vorderfüßen und lüpft ins Wägeli. Moment, junge Dame, Moment! Ich bin kein Fußball. Mit mir muss man sanft umgehen. Schon sitzt der Justus im Wägeli und Pippa stossen vor sich her. Also bequem ist das nicht, knurrt er. Pippa stösst ihr ein Krokodil quer durch den Park. Auf dem Trottoir fängt sie an zu rennen, so schnell wie sie kann. «Hui!» ruft der Justus. «Haha, hast du Angst?» lacht Pippa. «Angst ist ein Wort, das ich nicht kenne», ruft der Justus. Und ein bisschen leisiger sagt er, «Ausser wenn ich im Schnellzugstempo in einem Einkaufswägeli durch die Stadt gekerlt wird.» Pippa stösst den Justus in einem Tempo an den Hochhäusern, an den Einkaufsläden, am Schulhaus und an einem alten Kino vorbei. «Du Justus», schnauft sie nach einer Weile, wo müssen wir eigentlich durch auf Krokodilopolis?» «Immer geradeaus», ruft der Justus und hebt seine Schnauze in Fahrtwind. In diesem Moment macht das Wägeli einen Ruck und putscht gerade in einen Container. Der Justus geht vorne raus auf den Bauch. «Aua!» kreischt er. «Kopfwert, Tori, könnt ihr nicht aufpassen?» flucht ein alter Mann. Sein Kopf ist ganz rot vor Wut. «Entschuldigung!» quiekt der Justus verschreckt und sucht verzweifelt nach der Pippa. Pippa schaut verlegen auf die Seite. Der alte Mann steht mit 2 leeren Weinflaschen vor dem Abfallcontainer. «Kopfwert, Tori!» fängt er wieder an zu schimpfen. «Es tut uns ja leid», sagt Pippa. «Eher ein Wort. Aber wissen Sie, als ich aufs Wägeli immer schneller geworden ist, habe ich es halt gehen. Papperlapapp, Schnurderkopf, einen alten Mann so zu verschrecken. Kannst von Glück reden, dass nichts passiert ist. Da und die komische Echse da. Ist die auch dir?» Der alte Mann packt den Justus am Schwanz und will ihn gerade in den Container fallen. «Halt!» ruft Pippa. «Das ist der Justus. Bitte machen Sie ihm nichts.» Der alte Mann schaut Pippa erstaunt an. «Ich bin Pippa», sagt sie schnell. «Der Justus und ich gehen eben zusammen auf Krokodilopolis. Ich will Profifußballerin werden und der Justus hilft mir dabei.» «Wenn der Herr gestattet...» Der Justus hat sich unterdessen von seinem Schreck erholt und blustert sich auf wie ein Pfau. «Mein Name ist Justus, wie die junge Dame bereits erwähnt hat. Und Krokodilopolis,
Das dürfte Sie vielleicht interessieren, werter Herr, ist eine grosse Stadt. Wunderbar und prächtig und voll von Reichtümer und glücklichen Krokodil. Kopf, Herr Tori, die Echse kann ja reden. Der alte Mann weicht verschreckt einen Schritt zurück. Also eine Echse, die reden kann, ist mir bis jetzt auch noch nie über den Weg gelaufen, sagt er verdattert. Wenn ich Sie auf ein kleines Detail dort aufmerksam machen werde, Herr, ich würde sehr begrüßen, wenn Sie nicht mehr würden Echse zu mir sagen. Zoologisch gesehen mag die Bezeichnung ja richtig sein, aber für mich tönt Echse doch ein klein bisschen abschätzig. Ich bin ein Krokodil. Sagen Sie mir doch einfach Krokodil. Ja, natürlich. Der alte Mann schaut jetzt schon fast freundlich rein. Und ihr wollt also zusammen auf das Krokodilopolis. Habe ich noch nie gehört, Krokodilopolis. Wo ist denn das? Immer geradeaus, sagt Pippa und strahlt über das ganze Gesicht. Gell, Justus, immer geradeaus. Geradeaus ist weit, brummelt der alte Mann. Unter Umständen sehr weit. Dann sagt er noch einmal etwas und läuft langsam davon. Wenn er sich noch einmal umdreht, winkt dem Pippa zu und der alte Mann winkt zurück. Junge Dame, es gibt hier ein Problem. Der Justus kratzt sich verlegen am Bauch. Ich sag's ungern, junge Dame, aber im Moment bin ich ein bisschen orientierungslos. Vielleicht sollten wir umkehren und dann überlege ich mir noch einmal in aller Ruhe, wo es durchgeht auf Krokodilopolis. Aber wir sind doch schon auf dem Weg! Pippa ginkt mit dem Fuß gegen das Einkaufswägeli und schaut trotzig auf den Boden. Als sie aufschaut, sieht sie den alten Mann auf sich zukommen. In der linken Hand trägt er etwas. Ein grosses braunes Pack. Justus, schau mal. Der alte Mann kommt zurück. Ich denke, wir könnten das vielleicht brauchen, sagt der Mann, macht das braune Pack auf und zieht eine grosse karierte Decke raus. Geht warm zur Nacht. Und für dich, Pippa, habe ich auch etwas. Der alte Mann lacht und wickelt aus der Decke eine braune Lederballen raus. Handarbeit, sagt er und streckt der Pippa stolz unter die Nase. Und für dich, Krokodil, habe ich noch ein paar Pouletknochen. Wenn du die gegessen hast, gehen wir. Der Justus rümpft die Nase. Werter Herr, mir fällt auf, dass Sie immer das Wort «mir» benutzen. Wie darf man das verstehen? Heisst das etwa, dass Sie uns Ihre Dienste anbieten? «Ha, Kopf, Herr Tori», ruft der alte Mann. «Bingo!» und grinst über das ganze Gesicht. Meine Villa ist gerade im Umbau und Nani denkt, wieso mache ich nicht ein paar Tage Ferien und schliesse mit dem Reisegrüppli an? Das ist eine gute Idee, meint Pippa und spienzelt auf die Balle. Der Justus pfeift durch die Nasenlöcher. Das kommt ein bisschen unverhofft. Aber wieso nicht? Es ist nur so, dass... Die Justus weiss aber nicht, wo wir durch müssen, unterbricht Pippa schnell. Aber vielleicht wissen sie es. Du bist wie immer ein bisschen fahrlaut, junge Dame, zischt Justus hässig. Kopf, Herr Tori, brummelt der alte Mann. Da muss ich kurz überlegen. Der Justus und Pippa schauen ihn gespannt an. Bingo! Ich hasse. Wir brauchen ganz einfache Karten. Eine grosse Weltkarte, wo alles drauf ist. Und das Krokodil zeigt uns auf der Karte, wo Krokodilopolis ist,
Dann wissen wir, wo wir durch müssen. «Und wo finden wir so eine Karte?» fragte Justus. «Hey, in der Bibliothek», sagt Pippa. «Dort habe ich schon so eine Karte gesehen.» «Und wer geht in die Bibliothek?» fragte Justus weiter. «Ich», sagt der Altmann. «Ich gehe in die Bibliothek und ihr wartet hier.» In der Bibliothek ist es ganz ruhig. Hinter einem grossen Pult sitzt eine junge Frau mit einem schwarzen Brillengestell auf der Nase. «Können Sie mir sagen, wo die Karten sind? Die Landkarten?» «Hinten rechts. Aber Sie dürfen nichts mitnehmen», sagt die junge Frau und schaut den alten Mann streng an. «Ja, schon gut. Ich will nur etwas nachschauen.» Sie wissen nicht zufällig, wo ich eine Karte von Krokodilopolis finden könnte. «Krokodilopolis? Habe ich noch nie gehört. Haben wir nicht. In einer Viertelstunde machen wir übrigens zu. Wenn Sie jetzt bitte ein bisschen pressieren würden.» Die junge Frau blättert weiter in einem dicken Buch. «Sie haben gesagt, Sie suchen eine Karte von Krokodilopolis. Das ist interessant.» Ein kleiner Herr mit strubligen grauen Haaren und einem Stoppelbart kommt hinter einem Gestell führen. «Mein Name ist Tuffy. Ich bin Professor für ägyptische Geschichte an der Universität von Tunis. Kommen Sie, guter Mann, ich zeige Ihnen etwas.» Verblüfft schlurft der alte Mann hinter ihm her. Der Professor Tuffy nimmt ein grosses, schweres Buch aus einem Gestell. «Krokodilopolis. So, da haben wir es doch.» Er schlägt das Buch auf und fährt mit dem Finger einer dicken blauen Linie nach. «Das ist der Nil. Sehen Sie, guter Mann, und da, wo das Krokodil eingezeichnet ist, da ist Krokodilopolis. Da haben vor lange Zeit...» «Ja, und wie kommt man dort hin?» will der alte Mann wissen. «Wie man dahin kommt. Sie freuen mich, guter Mann. Krokodilopolis ist ein Ort von außerordentlicher Bedeutung. Ein Ort, wo vor Tausenden von Jahren die Krokodile verehrt worden sind.» Der Professor schaut der alte Mann feierlich an. «Die Krokodile sind nämlich im alten Ägypten heilige Tiere gewesen, guter Mann.» «Schon, aber wie kommt man dort hin?» fragt der alte Mann fast schon ein bisschen verzweifelt. «Ja, wie man da hinkommt, das ist keine schlechte Frage, guter Mann. Gar keine schlechte Frage. Wie findet man einen Ort, den es nicht mehr gibt?» «Nicht mehr gibt?» Der alte Mann kann es fast nicht glauben. «Ja, nicht mehr gibt. Und zwar schon seit ein paar tausend Jahren.» Der Professor erzählt von Ausgrabungen und ägyptischen Pharaonen, aber der alte Mann hört schon nicht zu. «Krokodilopolis gibt's nicht», brummelt er vor sich hin. «Gott jetzt sitze ich in der Klemme. Und hätte ich mich doch nur nicht eingemischt. Krokodilopolis, so eine Schnapsidee.» «Wer A sagt, muss auch B sagen, guter Mann», flüstert der Professor Tuffy dem alten Mann geheimnisvoll zu. «Was sagen Sie?» fragt der alte Mann. Aber der kleine Professor mit den strubligen grauen Haaren ist schon hinter einem Gestell verschwunden. «Brauchen Sie eine Spezialeinladung? Wir schliessen!» Die junge Frau ist hinter ihrem Pult vorgekommen und schaut den alten Mann unfreundlich an. «Nein, ich bin schon gegangen.» Langsam schläft er zum Ausgang. Dort schaut er noch einmal zurück
aber der Professor Tuffi ist verschwunden. Krokodilopolis gibt's nicht mehr. Gopfettori, wie sage ich das den beiden? Die Pippa und der Justus haben nicht weit vom Museum unter einem Baum auf einen alten Mann gewartet. Der Justus sitzt schon wieder im Einkaufswägeli und sieht ein bisschen müde aus. «Und? Wissen Sie jetzt den Weg?» fragt Pippa. «Nein. Also das heisst, ja. Also, ich weiss jetzt immerhin, wo Krokodilopolis liegt. Und, also gehen wir!» drängelt Pippa. Also so einfach ist das eben nicht, King. Der alte Mann hüstelt verlegen. Das ist so. Nach Krokodilopolis kommt man nur mit einem Schiff. «Was, mit einem Schiff?» fragen Justus und Pippa. Ja, sagt der alte Mann. Mit einem Schiff. Und zwar mit einem ganz besonderen Schiff. Mit einem, wo ein grosses K auf dem Chemie hat. Ein K und ein Bild von einem grünen Krokodil. Stimmt, exakt. Jetzt kommt's mir auch wieder in den Sinn. Der Justus bleibt seine Nasenlöcher weit auf. «Aha, und warum hast du bis jetzt nichts von dem gesagt, wenn's doch weisst?» will Pippa vom Justus wissen. «Ich has halt vergessen. All die Aufregungen, junge Dame, das ist zu viel für mich.» «Also, dann gehen wir jetzt zum Hafen», sagt Pippa ungeduldig. «Das ist nicht so einfach, King», zögert der alte Mann. Das Schiff kommt eben nur ganz selten hier vorbei.» «Genau», sagt der Justus schnell. «Ganz selten.» «Aber ich habe auch noch etwas anderes erfahren im Museum», erzählt der alte Mann weiter. «Wer A sagt, muss auch B sagen.» «Was soll das jetzt heissen?» fragt Pippa. «Ganz einfach», sagt der alte Mann. A ist, du willst Fußballerin werden. Und B ist, du musst etwas dafür tun. Sag ich ja schon längstens, flüstert der Justus wichtig. «Aber gerade darum will ich doch auf Krokodilopolis», sagt Pippa verzweifelt. «Los, Pippa», sagt der alte Mann. «Für das musst du nicht bis auf Krokodilopolis. Ich bringe dir ein paar Absatztrickchen bei, kein Problem.» «Sie wollen mir das Shooten beibringen?» fragt Pippa ungläubig. «Bingo», sagt der alte Mann. «Zufällig bin ich nämlich, ja, wie soll ich sagen, sehr ballkundig.» «Und Krokodilopolis?» fragt Pippa traurig. «Krokodilopolis hat Zeit, Kind», tröstet sie der alte Mann. «Jetzt gehst du heim und morgen fangen wir mit dem Training an.» Pippa schiebt den Justus im Einkaufswägeli heimzu. Sie weiss nicht so recht, was sie dem alten Mann glauben soll. «Und jetzt Freistoß für die junge Dame im blauen Trikot! Boah, Goal!» Der Justus haut mit dem Schwanz gegen die Lederballen vom alten Mann und kickt sie in hohem Bogen aus dem Einkaufswägeli. «Oh, hör auf, Justus!» sagt Pippa hässig. «Hey, junge Dame, unser Eins hat nicht einmal mehr daheim und die junge Dame macht so ein hässiges Gesicht.» «Du hast gesagt, wir gehen auf Krokodilopolis und ich kann dort Fußball spielen.» Pippa brüllt fast. «Sind Pyramiden an einem Tag gebaut worden?» «Nein. Also, du lernst hier jetzt erst einmal shooten. Ist doch gut.» «Meinst?» fragt Pippa. Und dann sagt sie schnell: «Weisst was?
Du kannst bei uns im Keller wohnen. Im Keller! Japst der Justus entsetzt. Aber die Pippa hört nicht und rennt den braunen Lederballen nach, den der Justus aus dem Wägeli rausgeschossen hat. «Suchst du etwas?» Von der Pippa steht der dicke Bruno und jongliert die braune Lederballen auf einem Finger. «Das ist meine!» ruft Pippa. «Gib die sofort zurück!» «Haha, habt ihr die gehört?» grinst Bruno. «Für was brauchst du eigentlich einen Ballen? Triffst du doch nie!» Hinter dem Bruno stehen 2 von seinen Kumpeln. «Doch», blufft Pippa. «So gut wie dir bin ich schon lang.» «Und eine eigene Mannschaft hast du auch schon», lacht Karl. «Mit euch kann ich es jederzeit aufnehmen.» Kaum hat sie das gesagt, wird sie ganz rot. Der Justus macht sich ganz klein im Einkaufswägeli. «So, ist schon interessant», sagt der dicke Bruno und steht so nah vor Pippa an, dass sie sich aufgespürt. Sie hat Angst. «Wenn das so ist», sagt der dicke Bruno, «dann spielen wir doch gegeneinander. Und zwar am ersten Mittwochnachmittag nach der Ferien.» «Statt Kinderstunde», gifelt der Karl hingeführen. «Und wenn du verlierst», grinst der Bruno, «wenn du verlierst, ist die Balle uns. Ist klar?» «Das ist vielleicht ein bisschen vorlaut gewesen, junge Dame.» Pippa ist sich auch nicht mehr so sicher, ob das mit dem Match eine gute Idee war. «Aber eben, der alte Mann hat gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen», seufzt der Justus. «Hast du denn wenigstens eine Idee, wer in deiner Mannschaft soll mitschuten? Kennst du denn jemanden?» «Ja, du. Also du und der alte Mann», sagt Pippa leislich. «Gell, die Leute mich nicht im Stich.» «Ach du schöner blauer Nil, auch das noch. Jetzt sollte ich auch noch meine kurzen Beine verrenken. Du musst schon nicht mit den Beinen spielen. Du kannst ins Goal und haltest dort mit dem Schwanz die Bälle ab. Wohnen kannst du übrigens unter meinem Bett.» «Wenigstens das», denkt der Justus. Und laut sagt er, «Pyramiden sind nicht an einem Tag gebaut worden. Aber auch nicht an 2 Tagen. Ich hoffe, dass wir das anbringen bis nach der Ferien.» Als Pippa und der Justus am nächsten Tag dem alten Mann vom Match erzählen, ist er sofort begeistert. «Kind, du hast Talent, das habe ich gerade gespürt.» Er macht der Pippa Mut. «Schau, du musst keine Angst haben. Die Balle bleibt bei dir. Dafür sorge ich schon.» Von diesem Tag an hat Pippa jeden Tag mit dem alten Mann und dem Justus trainiert. Meistens sind sie zum Hafen runter miteinander. Hinter den grossen Container hat es einen Haufen Platz gehabt. Der alte Mann hat mit einem alten Fischernetz sogar so etwas wie ein Goal bastelt. Auch der Justus hat Freude am Shooten bekommen und hat als Goalie schon fast alle Schüsse abgewehrt. Flissig hat er die Rotschläge vom alten Mann befolgt. «Und jetzt du, Pippa?» «Nein, nicht an die Posten. Ins Goal 3!» Manchmal hat Pippa sehnsüchtig zu den grossen Schiffen übergeschaut. «Weitermachen!» hat dann der Justus gerufen. So ist die Zeit vergangen und schon bald sind die Ferien rum. Es ist Montag geworden, es ist Dienstag geworden. In der Nacht vor dem Match hat Pippa vor Aufregung kaum schlafen. «Das ist gemein. Das hättest du auch von Anfang an sagen können. So spielen wir sicher nicht mit. So ein Beschiss.» Als der Bruno und seine 2 Freunde den Pippa ihre Mitspieler gesehen haben, haben sie weiche Knie bekommen und wollten nicht mehr antreten gegen die Pippa. «Pietro Portini ist ein Profi. Der hat keine Chance. Das ist unfair.» Der Justus und Pippa schauen einander erstaunt an. «Pietro Portini?
Noch nie gehört. Wer ist das? Wird man als Goalie vielleicht auch noch informiert? Reklamierte Justus und schlägt seinen Schwanz nervös hin und her. Der Pietro Portini, das bin ich, sagt der alte Mann. In meiner Jugend bin ich ein ziemlich bekannter Fußballer. So etwas wie ein Idol. Kaffetori. Und jetzt gibt es halt den einen oder anderen, der mich noch kennt. Zum Beispiel den Bursch, unseren Vater. Gell, Bruno? Der Bruno schaut verlegen am Boden. Aber das ist Beschiss. Gegen sie müssen sie spielen, sagt jetzt auch der Karl. Was heisst hier gegen mich? Sagt hier der Fußballer. Pippa kann das allein. Ich bin nur ihr Trainer. Und ich kann euch sagen, als Mädchen hat Talent. Der Bruno fährt an zu giggeln. Aber der Karl ging dem Eis als Schienbein. So, ich schlage vor, der macht das Penalty-Schiessen. Du und die Freunde gegen die Pippa und den Justus. Justus, wie noch mehr? Ruft der Bruno dazwischen. Der Justus macht einen mutigen Schritt führen. Was? Gegen die Eidechse? Der Bruno fängt laut an zu lachen. Also, wer von euch geht ins Goal? Fragt der Profi. Ich bin der Goalie, sagt der Bruno wichtig. Also, zeig, was du kannst. 5 Schüsse. Pippa, bist du bereit? Sie nickt. Dann nimmt sie Anlauf und schießt. Tong! Der Ball schlägt an die Latte. Tong! Auch der nächste geht an die Latte. Goal! Der dritte geht rein, der vierte auch. Und auch beim fünften hat der dicke Bruno keine Chance. Pippa strahlt. 3 Punkte für die Pippa, sagt der alte Mann. Der Bruno ist ziemlich nervös und der Karl hat feuchte Hänge. Der Justus schlägt mit dem Schwanz hin und her und schnaubt gefährlich. Der erste Schuss vom Karl geht viel gerade ins Goal. Und auch der zweite, und auch der dritte, der vierte und der fünfte. «Oh, Justus!» ruft Pippa verzweifelt. «Du hast keinen einzigen Ball gehabt!» «Du bist okay gewesen», sagt der dicke Bruno und klopft Pippa auf die Schulter. «Also, wenn du willst, kannst du mal bei uns zuschauen.» Der Karl speuzt den Boden und läuft wichtig davon. Der Bruno hinten rein. «Die Ballen kannst du übrigens behalten», ruft der Pippa noch zu, ohne sie anzuschauen. Die Pippa schluchzt. «Ich habe dir alles kaputt gemacht, gell?» sagt der Justus traurig. «Alles.» «Hey, hey!» tröstet der alte Mann die beiden. «Ihr seid echt gut gewesen.» «Leute mich in Ruhe!» ruft Pippa und rennt davon. Sie rennt und rennt und rennt, bis sie Seitenstechen hat und muss anhalten. Da hört sie hinter sich ein Wild japsen. «Justus, du kannst ja sogar rennen!» sagt Pippa erstaunt. Sie muss fast ein bisschen lachen. «Oh, und mir ist immer gesagt, deine Beine seien nicht zum Laufen.» Miteinander trotten sie zum Hafen, hocken auf einem Mäuerli und schauen aufs Meer raus. «Du willst Fußballerin werden», seufzt der Justus. «Und ich will einfach nur auf Krokodilopolis.» 2 grosse, dicke Krokodilstränen tropfen dem Justus über die Schnauze runter. Am nächsten Tag marschieren Pippa und der Justus wieder miteinander zum Hafen. Der alte Mann bastelt etwas am Goal umeinander. «So, können wir doch trainieren?» «Bingo!» sagt der Justus und alle 3 lachen. Sie trainieren jeden Tag. «Nicht träumen, Krokodil!» ruft der alte Mann, wenn er sieht, wie der Justus immer wieder sehnsüchtig aufs weite Meer rausspienzelt. Manchmal geht Pippa nach der Schule noch in den Park und schaut dem Bruno und seinen Freunden beim Schutten zu. Die tun zwar so,
als wäre Pippa für Seeluft. Aber seit dem Penalty-Schiessen am Mittwochnachmittag lassen sie sie wenigstens in Ruhe. Einmal, an einem Nachmittag im Herbst, ist Pippa ein bisschen später dran als sonst. Ihre Mutter wollte, dass sie zuerst 50 macht und der blöde Aufsatz hätte und hätte nicht geraten. Als sie endlich fertig war, ist es schon langsam kühl geworden. Pippa ist so schnell, als sie zum Hafen runtergerannt. «Wo ist der Justus?» Der alte Mann zuckt nur mit den Schultern. Vom Krokodil ist weit und breit keine Spur zu sehen. «Ist das jetzt ein neues Möderli, dass man nicht pünktlich zum Training kommt?» schimpft der alte Mann. «Los, fangen wir an!» Da dröhnt plötzlich ein tiefes «Tut, tut» über den Hafen. Pippa und der alte Mann schauen erstaunt auf. Ein grosses Schiff mit einem weißen Chemie fährt langsam zum Hafen aus. «Auf dem Chemie hat es einen K!» ruft Pippa aufgeregt. «Und das Bild von einem Krokodil! Krokodilopolis! Schau, das ist es! Das Schiff von Krokodilopolis! Und dort oben auf dem Deck, schau, das ist doch der Justus!» Pippa rennt zum Hafen runter und lärmt: «Justus! Wart! Justus! Ich will auch mit auf Krokodilopolis!» Der Justus winkt der Pippa zu. «Komm mich besuchen, junge Dame!» ruft er. «Komm mich so bald als möglich besuchen!» Neben dem Justus steht ein kleiner Herr mit strubbligen grauen Haaren und einem Stoppelbart. «Der Professor Tuffy», murmelt der alte Mann und schüttelt den Kopf. «So etwas.» Und das Schiff wird immer kleiner und kleiner, bis es nur noch ein weisser Fleck ist am Horizont. Pippa ist immer noch ein bisschen traurig, als sie langsam heim zuläuft. Nicht weit vom Hochhaus weg, wo sie wohnt, sieht sie jemanden aufgeregt winken. «Pippa! Pippa!» Es ist der dicke Bruno. «Pippa!» ruft er. «Der Karl hat Mumps und wir sollten morgen gegen die Viertklässler spielen. Also würdest du...» «Ich denke, ja, es ist nur... sonst sind wir halt eins zu wenig.» «Ja, klar, ich mach mit!» ruft Pippa. «Hey, super, bis morgen!» ruft Bruno. Als Pippa im Bett liegt, denkt sie noch lange an Justus und stellt sich vor, wenn jetzt Krokodilopolis in einer Sänfte umgedreht wird. «Krokodilopolis», flüstert Pippa. Und dann schläft sie ein. Krokodilopolis, das tönt so schön. Für mehr Geschichten wie die, komm vorbei auf srfkids.ch oder abonniere unseren SRF Kids Hörspiel-Podcast. So verpasst ist kein Abenteuer und wir hören uns schon ganz bald wieder. Anna Zöllig, mein Name. Bis gleich.